Minusgrade herrschen hier in der Welt von Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und wir sind auf dem Weg zum dritten Schrein immer noch. Ich weiß, ich bin da ein bisschen langsam unterwegs, aber es hat auch seine Gründe. Weil so ein neues Spiel, will alles ein bisschen entdecken. Diese Startinsel, kann sagen, was du willst, aber die ist riesig. Echt gigantisch. Was irgendwie auch schön ist. Irgendwie. Und irgendwie wiederum auch nicht. So. Und da vorne wieder so ein Sonai-Konstrukt. Ich muss ganz kurz gucken. Alles soweit in ready, in position. Jo, okay. Oh, Eisdinger. Da kann man natürlich rufen. Was, er lebt noch? Alles Schleimgelee, ja, zum Einfrieren, deswegen wollte ich das gerade nehmen. Oh, ein Drachenkopf. Eine Waffentasche ist voll. Schade. Da können wir Konstruktbogen trotzdem gerne mit. Die Flammenkeule kann ich gerne. Was anderes ablegen. Wie es Wasser gerne mal testen würde. Aber sie sagen, wenn das Masterschwert komplett broken ist. Nur mal so testen. Ist es schon zerfressen? So, das Masterschwert ruht und schöpft neue Kraft. Jo, und ich habe jetzt wieder einen Platz frei. Und auch nicht. Zerfressenes Masterschwert. Das ist immer so traurig, ey. Auf dem Boden. So. Der Effekt ist natürlich geil. Eine Flammenkeule. Wir haben ein paar Flammenköpfe noch im Inventar, aber ich wollte eigentlich irgendwie mal, keine Ahnung, haben wir testen, ob man so ein Schild packen kann und so. Wie viel Schild habe ich überhaupt? Okay, nur noch so wenige. So. Noch einen Ventilator auf dem Schild packen, zum gucken, was dann passiert. Also ich muss zugeben, jetzt noch schon ein paar Folgen durchhaben. Mit der Synthese natürlich schon extrem geil, dass du halt verschiedene Gegenstände und Waffen und so weiter kombinieren kannst. Die Ultran ist halt dasselbe, was wir in Breath of the Wild hatten mit dem Magnetmodul. Halt natürlich mit dem Unterschied, dass das Magnetmodul nur Gegenstände machen konnte, die magnetisch waren. Hier geht es auch ohne. So einer. Oh, jetzt brennt er auch noch. Entschuldigung! Die zwingen mich dazu. Das Spiel zwingt mich, weil ich Dinger sammeln muss, wofür auch immer. Da gibt es nachher irgendwie auch... Mieses Karma wollte ich gerade sagen. Das nee. Donnerblumen! Also Queen of Time! Es gibt sie wieder! Ist natürlich geil, weil jetzt brauchen wir keine Dinger mehr. Keine Bombenmodul. Die wachsen aber nicht nach, wenn noch Queen of Time. Oh, da wäre es geil gewesen. Egal, ist auch so cool. Gut, das heißt natürlich, ich kann jetzt hier theoretisch oder Bomben, Pfeile und so bauen. Hä? Würde so natürlich gehen. Habe ich hier noch mehr davon? Weil ich hätte jetzt gerne... Komm, ich versuch's einfach mal. Da kennen sich noch mehr davon. Bomben, Pfeile. Bisschen heavy. Was Ding hingeflogen? Okay, ich hab's gerade pulverisiert, super. Na, geil. Was ist denn unten noch? Hä? Achso, das war ein Gegner. Ja, darunter will ich jetzt noch nicht. Nee, nee. Aber gerne mal mehr Herzen wieder mal. Da
so ein paar Pilze, solange sie irgendwie nicht... Ah, Donnerblume. Dankeschön. Der Kälteschutz läuft aus, ist mir gerade egal. Das hingegen weniger. Bernstein, Synthese, Angriffsstärke, okay. Kann man auch gebrauchen. Du. Lalalala. Man sieht schon, worauf es hinausläuft. Mach den Mund auf. Mist. Ah, jetzt. Das wird aber wesentlich mehr vertragen. Alter Schwede. Wir wollten die Flammenkeule anders einsetzen, ne? Aber naja. So mit der Bombe, die hätte einfach ins Maul schießen, wäre sofort down. Das war eigentlich meine Intention, aber irgendwie hat es nicht so geklappt, wie ich wollte. Schade. Waffe mit dem Einhänder. Dankeschön. Raubschleimstein. So, gut Medizin. Alter, ein Raubschleim. Das ist so eine. Naja. Andeutung an Ocarina of Time und Majora's Mask, wo es die auch gab. Und ein anderes Spiel ist klar, aber dort halt auch so in 3D. Und der war viel größer. Die Raubschleime dort waren. Ja, klein. Und haben unsere Schilder gefressen vor allem. Das war fies. So, wir sind langsam oben. Ist hier noch etwas? Nö. Sonst irgendwas übersehen da vorne? Da oben eventuell, wa? Ein paar Blumen, Pflanzen, sowas könnte auch noch sein. Okay. Noch einer? Hör was. Kann ich den triggern, dass er irgendwie die Fresse aufmacht? Ah, jetzt. Doof. Ich kann gar nicht schnell genug wechseln, bis das Ding kommt. Gut, triggern kann ich, dass er das Ding aufmacht, ja, aber... Na komm. Ah! Der hält aber echt was aus. Ja, das sind ein bisschen krasser drauf, die Viecher.
Da brauchen wir wesentlich mehr Waffen leider. Ein Flammenwerfer wieder. Dankeschön. Opal. Sehr gut. Ja, muss ich noch ein paar neue Waffen craften. Craften. Was haben wir hier noch Schönes? Hübscher Pilz. Ein Flammenschild. Burn, Baby, burn. Oh. Geht so eine Kälte raus. Der Tempel ist bereits hier, war? Da heißt... Ah, sind wir doch jetzt doof. Das heißt, ich muss wieder irgendwas hier essen, was mir halt ein bisschen... Ja, aber es... Doch viele Herzen leider. Das heißt, es ist eigentlich ein Verbrauch, sag jetzt mal so. Wissen wir jetzt einfach hier draußen bleibe oder irgendwie... Gerade wegen Tag und Nacht, aber... langsam Herz abgezogen war, also Herzen abgezogen war. Ah, Mist. Mist. So. Da ist nichts Besonderes. Okay. Ein paar Bäume fällen für Äpfel vielleicht auch wieder mal. Ich frage mich, ob ich hier auch mal einen neuen Schild ausprobieren kann. Bei den Viren. Jo, geht auch. Cool. Einmal sogar eine rote Schleimschelle direkt raus. Das ist natürlich auch geil. Okay, gut, die hätte ich jetzt eigentlich auch braten können direkt. Wie weit kommt der? Ist schon eine ziemliche Strecke, hätte klappen können. So sieht aus, kann man das alles hier wegsprengen? Fände ich jetzt ein bisschen schräg. Nee, eben. Ah, ich wollte den mal testen, wa? Nö, geht nicht. Direkt braten kann ich so ein Truthahn also nicht, hä? Schade. Einfacher Stock und eine Truhe. Also ist in der Flammenschild da, oder was? Also der zerbricht auch so noch, wenn ich ihn einsetze. Ach nö. Ja, da nämlich gerade, könnte das Ding... Ah, jetzt kann ich es rausnehmen. Ah, jetzt auch, okay. Ja, deswegen vielleicht raus, weil ich vorher das Gefühl hatte, in der frühen Folge das Gefühl hatte, ich kann ihn irgendwie gar nicht bewegen. Mit der Ultrahand. Ein bisschen Bärenstall muss sein. So, der Schild geht auch so kaputt. Ist natürlich schade, aber auch verständlich. Haben wir aber, wenn es hier den Hyrule-Schild wieder gibt, den Hylia-Schild wieder gibt. Ob man den dann auch mit so Dingen kombinieren kann, weil der ging nie kaputt, der Hylia-Schild. So ähnlich wie das Master-Schwert. Das Master-Schwert muss zwar wieder regenerieren, aber ansonsten ging es ja nie. Aber Master-Schwert, ist eigentlich immer noch kaputt oder wie sieht's aus? Ah ja, das kommt dann hier wieder zurück. So, hier mal ganz kurz hochklettern. Durch Regen rutschig, wenn es so okay, ja, ich weiß, ich muss hier vorne rauf. Ja.
Ups. Ja, das ist das, was ich bei der Waffe jetzt ein bisschen doof finde. Nein, immer die falsche Waffe. Ich habe sonst gar nichts mehr, was ich damit ausgerüstet habe. Okay, machen wir mal das hier und den Schild. Warte, ich wollte gerade zurückspringen. Was war das jetzt gerade? Ah, von zwei so Popelwächtern platt gemacht. Super. Dann natürlich auch versuchen können einzufrieren. So, wo kommen wir da raus? Oh, dafür ist mein Ding wieder da. Mein Shield. Hier unten. Ja, schon markiert wurde. Hier bist du gestorben. Hä? Was jetzt hier drüben war? Hey, wo ist die Stelle, wo ich hochklettern konnte? Verarsch mich nicht, Spiel, aber verarschen. Ich könnte mal wieder hier etwas kombinieren. Ah, so ein Zweihänder, ich gern sowas. Dann aber mit der Synthese. Beim Schild switche ich mal auf den hier. So. Ah, hier war sie. So, also aber Zeit mich um den zu kümmern. Alter, Mann! Sind die stärker als die anderen oder was? Die halten aber viel aus. Ich sehe schon, ich muss halt später hier nochmal zurück. Also ich könnte es vermutlich auch jetzt irgendwie schaffen. Nun sieht das die viel mehr aus als die anderen Vierer. Aber schon dafür glaube ich so ein Bekloppter. Aber ganz ehrlich, das Spiel mir hier markiert, wo ich gestorben bin. Game Over. Finde ich auch frech. Man hätte zumindest gerne irgendwie die Option, das auch zu deaktivieren zu können. Aber die Idee, da irgendwie einzufrieren und so, doch eigentlich relativ cool. Darum war jetzt irgendwie aber auch nichts Spezielles, wo ich irgendwie etwas in Brand setzen konnte. Aber ich muss die Dinger platt machen, die Truhe. Okay, okay. Später. Mach später weiter. So, jetzt muss ich irgendwie hier hoch. Aber, und da kommen wir doch von da drüben.
Ja, den habe ich entdeckt, der ist mir gerade egal. Da ist auch nochmal einer, dann muss ich von da unten durch, weil ich komme hier nicht lang. Sieht fast so aus, wa? Andererseits viel Sinn macht das irgendwie auch nicht. Erst nochmal ganz kurz hier die Waffe, aber nur, damit ich es kann. Was sonst mal versuchen könnte, wäre irgendwie 2 lange Stöcke miteinander zu kombinieren. Waffen her. Anstatt so einem Felsbrockenbohrer, also so 2 lange Stäbe, damit er irgendwie extra lang wird. Angeblich auch helfen. So. Jetzt eben hier hoch will ich. Geht offenbar nicht. Oder muss ich da irgendwie meine Brücke nach oben bauen? Dafür sind die Dinger hier zu kurz. Ja. Also ich komme hier nicht hoch, kann ich vergessen. Gut. Oder schlecht in der Sichtweise. Da aber keinen Bock habe, hier einfach nur rumzulaufen, nachher zu merken, oh, ist doch falsch. Speichern wir ganz kurz, dann gehen wir hier runter. Wenn ich sehe, dass hier trotzdem falsch ist, kann ich wieder neu laden. Man theoretisch hätte auch jeweils vor den Game Overs speichern können oder jetzt neu laden können, nochmal nachspielen und so, aber nee. Wenn ich schon fehle, kann man es auch sehen. So. Also hier ist klar, ich muss halt runter. Wozu? Er bringt mir nichts. Dann kann man da irgendwie... Nee, auch nicht. Egal. Ich sehe es ja gleich. Hey. Wir haben wieder ein paar Wächter. Können wir zumindest auch wieder aufwärmen. Auch schön. Ja. Das kann aber verlernt, definitiv. Ja, aber das kommt schon wieder. Das Schwert schon wieder zerbricht, hey. Mann, Mann, Mann. So, kochen können wir hier auch wieder. Sehr gut. Auch vielleicht auf dem Rückweg, mal gucken. Da geht's direkt so rüber. Ist hier noch irgendetwas? Ach ja, da vorne der Tempel der Zeit. Das ist eine Neuinterpretierung, wa? Hier ist nichts, was ist denn hier? Einfacher Stock. Die Waffentasche ist voll. Womit? Mit einfachen Stücken. Komm, das Ding ist eh weg. Hui, tschüss. So. Es ist zerbrochen. Wen wundert's? Die Folge ist bisher ziemlich hart, ich muss ja zugeben. Im Schneegebiet, hey. Wir haben ja schon überlegt, wo ich eigentlich dann wieder hin will, wenn wir zurück in Hyrule sind. He? Quasi ein bisschen Breath of the Wild Feeling, welches Gebiet ich zuerst hin will und so. Aber eigentlich war meine Idee, das erinnere ich bei Breath of the Wild damals, wieder Richtung Wüste gehst, zu den Gerudos. Nicht schon irgendwie ins Schneegebiet zu den Ornis. So, also ich meine, das ist ja furchtbar interessant, was ich hier treibe. Aber ich gehe doch in die falsche Richtung. Ich gehe nach unten, ich will eigentlich nach oben. Warte mal, bin ich hier etwa dort, wo ich... Ich habe das Gefühl, ich habe eine Ahnung, wo ich langsam bin.
Wir hatten doch, als wir hier oben angekommen sind, auch so eine Phase, wo ich dachte, oh, da ist ein Schneegebiet. Und dann, geh die mal noch nicht dahin. Nicht langsam jetzt dort. Weil damals dachte, ja, da könnt ihr ja hin. Noch nicht ganz. Sind da vorne viele Konstrukte. Aber es ist eben noch so kalt. Eigentlich sieht es aus, als wäre ich ja schon mal gewesen, aber irgendwie auch nicht. Und jetzt wiederum entferne ich mich wieder vom Schrein, wo ich eigentlich hin wollte. Hey, wie kommt man da oben hin? Okay, also im Prinzip muss ich definitiv hier hin, weil ich auch, ja. Beziehungsweise ich war hier noch, definitiv noch nicht. Weil das wieder eines unserer altbekannten Rätsel ist. Von den Crocs. Tschüssi! Ah, jetzt bin ich hier, da vorne ist das Teil. Okay, also definitiv was Neues insofern. Haben sie immer noch ein Schneegebiet. Kommt da auch nicht so easy peasy rüber. Weil ich halt hier kein richtiges Floß habe. Da drüben hat es eins. Mehrere sogar, aber kommen da nicht hin. Aber schwimmen wird auch schwierig. Ja, also ich weiß jetzt recht, Freund. Also hier haben wir einen Krog, der ist cool. Hol ich mal später nochmal. Ich muss aber nochmal den laden und dann gucken, was hier eigentlich abgeht. Wie komme ich da hoch? Nehmen wir an, das ist der Rückweg. Nach dem dritten Schrein, aber eben. So, sind wir da hier. Da hoch gehe ich später, weil es bringt irgendwie sowieso nichts, jetzt da hoch zu gehen. Ihr kriegt da zwar eine Truhe und so. Ein geilen Item hoffentlich, aber eben. Ich meine, wir haben hier... Soll ich an denen hochklettern? Warte mal. Ist vielleicht eine blöde Ding, aber ich meine, wenn ich hier schon so... Eigentlich macht da einen sehr langen Balken draus. Können wir an dem eigentlich hochklettern? Nicht an dem hier, sondern an dem hier. Okay, es wird gehen. Baumfeld! Baumfeld! Baumviel! Ich hoffe, die Axt hält ein bisschen länger als andere Waffen. So. Und jetzt wird gebaut. Ich fände es zwar schräg, wenn das so gemacht werden müsste, aber du, werden im Spiel schon andere schräge Dinge. Die sind noch viel schräger werden, bin ich mir sicher. Ups, das war ein bisschen falsch, Entschuldigung.
Wow. Nein, Link. Hochklettern. Nicht dran schmusen. Okay. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das wirklich so sein muss oder ob ich jetzt einfach gerade zu doof bin. Aber es klappt. So können wir wieder schön aufwärmen. Das freut mich. Ah, schön. Ein paar Äpfel, sehr gut, sehr gut. Noch irgendwie andere Waffen, die ich gerade hier noch irgendwie nutzen könnte. Zum Zerstören. Ah, da ist das Teil, okay. Sehr schön, okay. Hier brennt es mal, das ist gut. Ich hätte noch mal ein Gericht, falls ich noch irgendwie ein bisschen Wärme brauche. Mhm. Wow. Okay, der Wolke hatte gerade irgendwie... Alter, scheiße, was kommt da für ein scheiß Ding? Ja, keine Ahnung, ob ich das jetzt irgendwie falsch gemacht habe, hier wie bereits erwähnt, oder das so machen muss. Also im besten Willen irgendwie keinen anderen Weg hier hochzukommen. Ah, hier sehe ich ihn. Ja, das wäre eine Lösung gewesen. War halt, also trotzdem rund... Oder wieder nicht. Hä, das sieht irgendwie schräg aus, okay. Aber ich glaube, das wäre eine Lösung gewesen. Aber jetzt sagen wir nicht hier am Anfang, wo der aus der Höhle rauskam, hätte er hochgekannt. Das wäre bitter. Die Wurzeln hochklettern hier. Ja, das hätte funktionieren können. Okay, okay. Aber wenn ich die Wurzeln genommen hätte, es wäre trotzdem mit Holz gewesen. Ne? Also so falsch war ich gar nicht. Was ist das jetzt wieder hier? Dekobaum, warst du das? Kann nichts machen. Ja, auch nicht. Ich überlege, ob ich da irgendwie hochkomme. Warte mal, ich kann ja das Ding wieder hochziehen. Nein! Wow. Alter, fast runtergefallen. Ups. Nur ganz kurz gucken, ob da oben etwas ist. Link, halt dich doch fest, Mensch. Link! Mann, was ist los mit dir, Kumpel? Oh. Das sieht auch interessant aus. Fast so, als müsste da irgendwie später noch hin, wa? Also könnte jetzt schon hin, aber es muss nicht sein. Alte Winterhose. Ah, perfekt. Ah, es reicht bereits. Oh Gott sei Dank. Puh. Puh, puh, puh. Oh, das sind ja richtige Gleiter. Krass. Man sieht aber... Oh, Alter, kann ich nicht irgendwie... Füße. Da sind wir auch noch Sonarfüße oder was? Muss ich auch sagen, er braucht unbedingt seine Füße. Aha. Also da reinlegen und dann... Schub oder was? Okay. Da ist Rauru! Die Beobachterin denkt so, geh gefälligst mal zum Tempel, du. Alter. Ja, ist eine gute Idee. Da ist natürlich für später, ist klar.
Also Rauru für später, dann da oben hin. Machen wir auch später, komm. Wenn solange jetzt auf den Schrein gewartet, gehe ich mal rein. Wir sind auch schon wieder bei 35 Minuten, aber ich glaube, dafür reicht es jetzt noch. Aber krass, wäre hier fast vorbeigelatscht. Eine schöne alte Winterhose. Weißt du, was für eine? Vor langer Zeit hergestellt wurde. Ja gut, das passt zum Rest, war. Ist sowieso der bessere, auch vom Schutz her. Krass. Und ein bisschen Kälteschutz. So. Kein Wächter hier. Nur sieht nicht so aus, gut. Ein Schrein, ein guter Schrein. Das ist alles, was du brauchst auf der Welt. In dieser Welt sicher. Ah. Du bist irgendwie auch immer barfuß, Raoul, oder? Da bist du also. Wohlan, strecke deinen rechten Arm aus. Theoretisch müsste die Fähigkeit sein, die wir auch schon aus dem Trailer kennen. Oh, nee, nicht die. Das ist eine andere. Der Deckensprung. Oder? Ja, Deckensprung, okay. Diese Fähigkeit ermöglicht es dir, bis zur Decke nach oben zu springen und diese dann zu durchstoßen. Der Name dieser Fähigkeit lautet Deckensprung. Sie ist eine der Kräfte meines rechten Arms. Sie erlaubt dir, die Decke über dir zu durchdringen, um eine Ebene höher zu gelangen. Was natürlich mega praktisch ist. Du sollst ausprobieren, wo sich Ihr Einsatz lohnt. Wohlan. Schön, schön. Aufstieg. Ja. Ich glaube, es gibt auch ein paar Dinge, die halt nicht so richtig funktionieren, aber generell kann man, glaube ich, einfach so gucken. Zum Beispiel jetzt hier, wenn es rot markiert ist, geht es nicht, bei grün klappt es, glaube ich. Keine Ahnung, wie das generell, warum? Also meine, theoretisch natürlich cool, warum man es generell macht, kein Plan. Also auf die Idee zu kommen. So. Also mehrere Ebenen durchstoßen kann ich auch, aber sehe auch hier, dass es da offenbar auch geht. Die Frage ist, warum? Also Truhe hier oder was? Jo! War ja klar. Steinaxt. So. Ein weiterer Deckensprung. Wenn es sogar 3 Ebenen sind, gibt es eine coole Animation. Oh ne, doch nicht. Schade. Gut, hier natürlich jetzt im Kampf hier nichts gegen das Vieh. Ah, Mann, ihr wollt kontern. Na komm schon. Normal? Nee, irgendwie siehst gar nicht, wann noch was macht. Schade, schade. Okay, okay. Da oben hat es noch was. Wird hier natürlich schwierig. Mit einer anderen Fähigkeit. Wir haben jetzt ein paar. Ach so. Das ist gar nicht dazu gedacht zum Stapeln, sondern wirklich nur. Und dann hier wieder rum. Ah, jetzt. Oh. Entschuldigung, Link, das war mein Fehler. Zurück mit B. Es ist irgendwie richtig creepy. Das ist die Fähigkeit, wo ich mir so denke, warum? Es ist irgendwie cool, aber irgendwie auch creepy. Deswegen gefällt es mir irgendwie. Konstruktbogen. Gut, dann will ich mal sagen. Kann er mal weg. Nehmen die mit.
Also warte mal, ich habe noch so eine hier. Eine alte Steinaxt. So. Jetzt wird natürlich schwierig. Kann ich mit der Unterhand das machen? Natürlich kann ich. Doch nicht. Okay. Dann machen wir es halt so, mein Gott. Ja, man merkt schon, ne? Du brauchst eigentlich hier oder solltest hier keine anderen Fähigkeiten nutzen müssen. So, irgendwo noch eine Truhe. Ich habe vorhin schon gesehen, die Lore. Ah, warte mal. Da ist noch was. Also, da ist die Plattform. Das ist schon eine Lore gewesen. Aber trotzdem, wie geht das physikalisch überhaupt, dass ich da irgendwie so durchkomme? Das würde mich schon mal interessieren. So, wir sind bei 42 Minuten. Ich denke, wir werden es gleich durch haben, Freunde. In der nächsten Folge vielleicht die Insel mehr oder weniger beenden. Und dann endlich mal Zelda treffen im Tempel der Zeit. Ich muss schon zugeben, ich bin froh, dass die Schreine bislang irgendwie so kurz und knackig sind. Da bin ich sehr froh drum. Sei gelobt dafür, es bisher geschafft zu haben. Du sollst das Licht erhalten. Das dritte Licht, wa? Und wir haben den Deckensprung. Und glaub, von allen Fähigkeiten fehlen, glaube ich, nur noch eine wichtige, wird das, wenn ich glaube, richtig in Erinnerung habe, von Trailern. Wieder das Miasma verschwunden. Und reinigte. Tschüss, Mann. Kriegen bald auch wieder neue Herzen und sowas, also neue Herzcontainer. Das war ja im Vorgänger ähnlich, also dafür halt die. Du scheinst die verlorenen Fähigkeiten des Arms zurückgelangt zu haben. Die Pforte des Tempels der Zeit soll sich nun für dich auftun. Sehr schön. Danke, Raoul. Was ich sagen wollte. Tagebuch öffnen. Das Ding jetzt weg nutzen kann. Vermutlich deswegen schon, weil es ja eine Art Abkürzung. Was ich sagen wollte, gemäß den Trailern. Wir müssen, glaube ich, irgendwie 4 oder 5, vielleicht sogar 6 Fähigkeiten haben. Die anderen 3, also mindestens einen davon, ist nicht wirklich so, sagen wir jetzt mal, wichtig, in Anführungszeichen. Oder wirkt zumindest nicht ganz so wichtig. So, natürlich jetzt ein Problem, weil ich komme dann hier nicht hoch, da kann ich auch nicht hochklettern. Ich habe zwar ein paar Bäume, muss aber das Konstrukt hier bauen. Das wir bereits kennen. Bin auch nachgespawnt. Ne, doch nicht. Krass. Ich nehme an, meine Konstruktion hier ist weg, war, die ich hatte. Jo, sieht so aus. Okay, okay. Dann sage ich an der Stelle mal vielen Dank wieder fürs Zusehen. Ende den dritten Schrein gemacht. Nächste Folge, also gehen wir, wenn es klappt, wieder hier rüber. Mal die Gleiter, die wir hier haben, hier testen, damit wir zum Tempel der Zeit kommen. Die Game Over Szene da drüben, war. Achso, warte mal. Bin ich doof. Ich habe jetzt ein Ding. Ah, so geht das. Krass. Das ist natürlich geil, hä? Ja, ich wollte schon wieder auf die komplizierte Art und Weise machen. Muss leider zugeben, aber ja, kannst auch so machen. Natürlich den da drüben noch. Die Gegner.
Wie ich die platt machen soll. Ich meine, ich habe ja theoretisch auch die Flügeldinger hier. Was sind die jetzt? Sag mal, was ich damit irgendwie auch platt machen kann. Das macht zu wenig Damage, ja? Das ist ja die Leisten hier, das ist das Problem. Ja, aber schauen wir nächste Folge genauer an, Freunde. Die platt machen, dann hier mit den Gleiten rübergleiten und dann endlich hoffentlich mal erfahren, was hier genau abgeht, was mit Ganondorf los ist, mit Hyrule unten, was mit Master Schwert, wie wir das wieder heilen können, was mit Zelda passiert ist, etc. etc. Geht noch viel zu klären. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.